Feucht, fröhlich und locker wie ein Joghurt geht's weiter hier bei Pokémon Omega Rubin, auch endlich im Jahre 2015. Ja Leute, willkommen zurück. Ich muss gerade überlegen, jetzt ein Part, was war denn noch? Ah, genau, mit dem Professor Kosmos, der entführt wurde, nicht wahr? Und unserem Team her sieht es so aus, als können zumindest Atomic bald schon mal eine neue Entwicklung durchstarten. Kokiri ist ja eigentlich auch schon bald soweit, zumindest mal bezüglich Attacken. Und Chaos eigentlich auch schon, Jungblut auch schon etwa 6 Level. Also wir haben, glaube ich, ziemlich entwicklungsfreudige Parts noch vor uns. So, jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. Aber ein Traum. Wohl gerade fragen, ob ich eigentlich den Schutz in Rintus habe. Und da kommt auch schon der Schutz. Was ist denn hier noch? Ein Carbon. Waschmaschinen leben länger mit Carbon. Ja, auch die. In unser Pokémon sollen auch die Waschmaschine. Wer ist denn da? Wer bist du? Ein Maskeregen. War das überhaupt? Nö. Kann weg. Gut. Soll ich noch jemanden? Ah, da oben also. Wer bist du denn? Was ist mein Kampf gegen mein Pokémon? Naja. Mal schauen, was du so drauf hast. Ich überlege gerade, wegen den nächsten Pokémon für unser Team, also sprich, stehen ja 2 an, oder? Kindwurm und Barschwa, beziehungsweise Brutalander und Milotic. Bei Brutalander muss ich noch gucken, was ich genau machen will, aber bei Milotic aber schon eine ungefähre Ahnung, wie ich das zumindest mal cool umsetzen könnte. Wird vermutlich 2 Parts geben, wo wir zum einen mal, ja, dankeschön, uns mal ein Barschwein, haben wir bereits 2 auf Alpha Saphir gefangen, dass wir da mal ein richtiges züchten, sprich mit der richtigen mit dem richtigen Wesen und dann ein bisschen auf die Defas gucken, also dann ein bisschen vorführen noch und dann, ja, noch ein bisschen Supertraining machen, sprich das ein bisschen zu trainieren. Und dann vermutlich im zweiten Part davon jetzt wohl um die Entwicklung an und für sich gehen, weil die ist dann doch ein bisschen heikel. Ich meine, gibt es 2 Varianten, entweder mache jetzt hier überhaupt, ich will eigentlich nur, ja, machen wir das. Sengo soll ja nicht überleben, das ist eigentlich nicht das Ziel. Sondern nur als Futter herheben. Ja, also das Sprich, um Barsch als Milotic zu entwickeln, gibt es jetzt 2 Varianten. Entweder mit der Schönschuppe tauschen. Problem, ich habe noch keine Schönschuppe, dann müsste ich ihn hier von XY herholen, wo ich glaube auch noch keine habe. Da wäre halt Variante Nummer 2, dass wir das halt per Schönheitswert machen. Und ich muss das Maximum erreichen hier bei Omega Rubin Alpha Saphir und dazu brauche ich dann schon sehr, sehr viele Pokériegel. Also will auch Pokériegel blau, ganz klar. Macht die dann bereits. Alter, das Stoluna geht mir auf den Zeiger. Na gut, Tommy, machst du halt. Oh, verdammt, ist ein Stahltyp. Nein. Ja. Man merkt, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ja, privat ein Alpha Saphir schon, bin dort zumindest mal kurz vor 7. Arena. Aber ich habe halt da kein Feen-Pokémon im Team. So, fertig mal, gut. Hier unten ist auch nix. Naja. Ein Zertrümmerer, ja, lala. Ein bisschen lauter war die Mucke bei mir. Schon viel besser. Wow, sogar sehr viel besser. Gibt immerhin sehr viel Kohle. Das mal soweit zum Plan bezüglich Milotic, also natürlich war schon Milotic. Wie es bei Kindwurm haben möchte, ist noch ein anderes. Hey, hier da, was soll denn Pokémon, wo wollte denn Professor Cosmo hin? Stehen geblieben! Maike, alles klar? Scheinbar nicht. Klar, schon nach links, hab ich gesehen. Der Campen macht einen Riesenspaß, da kann man angeln, Würstchen braten und im Lagerfeuer Grußgeschichten erzählen. Aus besten ist nur die Pokémon-Kämpfe. Klar, wie immer war. Camper Kuno. Kuni, ja, Kuni, genau, von Okamiden. Auch ein sehr geiles Spiel, aber kommt vom Thema ab. Ja. Genau, müssen wir noch gucken, wie wir es dort dann bei Kino genau machen wollen, mit dem Züchten, allem richtigen Attacken beibringen. Ich habe mir auch schon überlegt, man könnte es doch theoretisch so machen, dass wir
Ein Kinnwurm mit Hydropumpe züchten. Habe ich schon mal bei Smaragd damals getan. Das war noch ganz lustig und so. Auch wenn es eigentlich eher Physik gespielt werden sollte. Aber wenn man so Just for Fun und mal um den Gegner zu erschrecken, kann Hydropumpe schon mal sehr effektiv sein. Bei einem Brutalaner. Ich meine, wer rechnet schon damit? Genau, vermutlich keiner. Also wie ihr seht, ich habe noch ein paar Ideen. Wenn man uns mal das Let's Play noch ein bisschen interessanter gestalten könnte. Also sonst ganz EV-Training, muss sowieso gucken, was ich genau machen will. Im Grunde genommen ist keins der Pokémon wirklich, also die aktuellen im Team, nicht wirklich sinnvoll. Keins hat ein Wesen, was wirklich ja, super toll ist. Ich meine, okay, Koki hat ein neutrales Wesen. Ist natürlich besser als ein schlechtes Wesen, natürlich schon, aber man damit, gut, ja, ein bisschen mit Liga kommt man natürlich schon durch, aber ob es dann überhaupt lohnt, sich noch irgendwie mit EV-Training zu beschäftigen, ist dann ein anderes Thema. So Leute, kriegen eigentlich Laubklinge, das heißt für Kokiri, dass er sich austrainiert hat. Klingt hart, ist aber leider so, weil, kann natürlich klar weiter trainieren und so. Muss auch mal gucken, ob 1, 2 Level wird noch gehen. Aber interessanter Tag, er lernt eigentlich nicht mehr, im Gegensatz natürlich halt zu Tengulis, eine Entwicklung. Dort lernen sie nach 1, 2 Attacken. Relativ bald schon und deswegen wird eine Entwicklung eigentlich ab jetzt bereits vorziehen. Ah, im Krater. Ein Kometstück. Müsste aber auch 2500 geben. An Pokédollar, falls wir halt mal verkaufen. So, glaube ich. Echt? Ah, cool. Steinknochen. Der ist glaube ich auch 5000 wert. Hier ist nichts, beim Größe natürlich gar nichts. Schutzweg nicht mehr. Oh, aber gar keinen mehr dabei, okay. Energiestaub. Der war in der richtigen Arena, glaube ich, ziemlich bitter. Das ist bitter. Okay, da ist noch. Geheimbasen. Wow. Ein Feuertyp, wie war? Nehmen wir den mal weg. Ja, eigentlich müsste ich ja das Barsch von früher übertauschen züchten, war. Walborg, also wäre natürlich auch cool, wenn wir bereits in der 4. Arena, also sprich bereits in der nächsten Arena, halt bereits ein Milo-Ticket, weil sonst, ich meine, bei einer Feuerarena, sieht mit Atomic schon ziemlich alt aus. Psycho-Fee, ja gut, da kann man im Psycho-Attacken halt reinhauen. Und hier kann er sowieso gleich vergessen. Chaos ist noch eine Option, obwohl halt der Stalltyp mir ziemlich Bauchschmerzen bereitet. Ein Jungblut selber vorher Kampf, das kann also auf Jungblut setzen. Ja, ich weiß nicht, Leute. Finde ich so betrachtet fast ein bisschen zu risky. So, jetzt kommen wir her. Feuerspeier. Was bekämpft ein Lagerfeuer, sollte sich jetzt halb genügend Wassergriffbereit haben. Ja, was du nicht sagst. Hitzkopf, Hasso. Hass. Alter, das klingt ja nach einem Hund. Komm, Hasso, komm. Komm, Hasso, komm. Schnapp den Knochen. Eine Confusion. Und dann wäre auch noch die Frage bei Milotic, wie trainieren? Sprich, machen wir es, ja, also natürlich schon speziell, ist schon klar, aber machen wir eher einen Tank draus, sprich irgendwie mit Erholung noch oder mit Toxin, das wäre natürlich auch noch cool. Dann machen wir es rein speziell, sprich ein Sweeper im Sinne von alle EVs, Wingal, okay, alle EVs auf Spezialangriff und Initiative, am Schluss noch 4 auf KP und dass wir das Ganze halt so irgendwie rüberbringen. Im Sinne von Surfer, Eisstrahl. Den Rest müssen wir noch gucken, was man überhaupt lernen kann. Vielleicht noch irgendwie Strauchlocken, noch cool, dass man das überhaupt lernen kann. Wie gesagt, muss ich erst mal gucken. Was er alles für Attacken drauf hatte, du. Hier ist uns nichts mehr. Nö, sieht nichts aus. Lalalala. Ein Bergwanderer, servus. Und du, da sollte man sich nicht in die Berge wagen. Was du nicht sagst, der Klodwig. Auch kein schlechter Name. Kleinstein, Klodwig. Atomic.
So, und dann die E-Mail-Clues, noch ein bisschen zu früh. Nehmen wir erstmal die Confusion. Was? Alter, lebt noch? Mit einem KP oder was? Mann, jetzt haben wir es also recht. Wenn meine Gegner mit einem KP überleben und es, obwohl es keine besondere Fähigkeit haben dazu, man hat keine Robustheit gehabt. Außer jetzt irgendwie übersehen. Naja. Dann mal den Liebeskuss bitte. Der haut. Der hat's jetzt allerdings. Danke fürs gratis Heilen. Oh, scheiße. Die Heilung beinahe wieder flöten gegangen. Das hat sich ja richtig super gelohnt. Tschüssikowski. Mit einem Kappe überleben die. Mensch. Alter, und er will sie nicht trainieren lassen. Gibt's ja nicht. Ja, tschüss, Klodwig. Ja, ich reg mich nicht mehr auf, da beschwere mich über die Namen. Das ist mir zu doof, ganz ehrlich. Also, sorry, aber spätestens bei Klodwig, da gibt es keine Ausrede mehr von wegen, den Namen gibt es wirklich. Also, ganz ehrlich, jemand, der heutzutage sein Kind noch Klodwig nennt, soll es verprügeln, ganz ehrlich. Du musst jetzt mit Holdria antworten, wenn es hier kein Echo gibt. Holdria, juhu! Ja. Ich bin zwar Schweizer, aber die Jodler stecken hier gerade in mir. Das müssen wir ein bisschen üben. Ein Macholo, interessant. Zumindest mal für unseren Konfusionstypen. Tschüss. Ja, geht doch immer wieder mit einer Attacke down. Menschenskind und Entwicklung. Jemand. Was? Jetzt schon so Chinese? Geil. Na gut, nur 10 AP ist ein bisschen wenig. Sollte wir vielleicht bald mal mit AP Plus nachkommen. Starke Psychoattacke und ob. 1, 2, 3 und schwupp. Atomic. Holdria. Ja, tschüss. Es ist endlich soweit, Leute. Es ist soweit. Es entwickelt sich weiter. Ist das nicht geil? Dann kommen wir zum Gardevoir, nicht zu dem Galagladi. Den Galagladi gibt es 2 Gründe, warum wir es nicht genommen haben. Grund Nummer 1 sind bereits ein Kampfpokémon im Team mit Jungblut, oder sprich halt Logok nachher. Und Grund Nummer 2 ist, werden noch sehen. Hat mit Heiko zu tun. Dem tapferen Heiko. So, wenn jetzt also ein neues Spitzen-Pokémon im Team. Zumindest fertig entwickelt. Vom Buchstrahl. Jo, hat coole Attacken drauf. Fressen ganz kurz. Diebeskuss selber heilen. Psychokines, kann sich noch was Cooleres hin. Und, ja, hier das Wesen. Mein Angriff runter ist natürlich immer cool, aber das Spezialverteidigung hochgeht, ja. Natürlich wegen Verteidigung wiederum, war. Wäre vielleicht anders besser gewesen oder halt mäßiges Wesen, dass der Spezialangriff hochgeht. Ja, das verteile ich hier ein bisschen Eva. Es muss ja Spezialangriff gehen, das ist sowieso so. Der vielleicht aufteilen war. 128 auf Initiative und 128 auf Verteidigung, weil sonst Verteidigung ganz ehrlich kriegt da irgendwie Nachtiv abgepasst, der Atomic ist weg. Das geht doch so nicht, was ich hier mache. Und neutrales Wesen, das ist wie gesagt besser als nix. Bei dem hier, ja, Initiative hoch, bringt es nicht unbedingt aus. Also echt jetzt ein Stolos, für später halt, echt einen Sweeper draus machen, auf Initiative EVs verteilen, das wird es gar nicht bringen. Da müssen wir gucken, ob das Maximalwert wäre gar nicht mal so hoch, oder. Ich habe natürlich, ich glaube es lernt, also Stolos müsste irgendwann noch eine Attacke lernen, mit dem er seinen Speed verdoppeln kann. Wenn er das natürlich machen, der Gegner nicht darauf gefasst ist, dann kann ich ihn, ja, in meiner Robustheit schützt mich einfach K.O. treffen. Das wäre eigentlich noch was, wa? So als Gedanke dahinter, Robustheit schützt mich, kann ich nämlich wechseln rein, der andere bringt den Pokémon, was relativ schnell ist, macht Airbeam, denke ich, wäre down. Nö, habe noch einen KP. Mache inzwischen diese Attacke, mit der ich meinen Speed verdopple. Ich habe sowieso hohe Initiative und damit plötzlich schneller.
Und hau all seine anderen Pokémon weg. Das wäre eigentlich noch eine geile Idee, aber das wirklich klappt. Müssen wir mal gucken. Wenn es soweit ist, und das hier, Verteidigung austauschen, dann schlecht, gut ist ein Starter. Und ich habe so darauf geachtet, müsste das halt neu züchten, wa? Ja, die beiden sowieso noch Futter. Das ist natürlich nicht gerade supi. Okay, damit bis fertig trainiert fürs Erste. Kokiri ja auch, zumindest mal bis zum Blattstein. Ich habe bis jetzt nur bei Alpha Saphir, muss ich eventuell nächsten Part drüber tauschen. So, jetzt erstmal geht's weiter, denn hier haben wir noch coole Szenen für uns, Freunde. Ja. Der Schutz hält ja nicht mehr. Hey, ein Son, völlig wahnsinnig. Und wir haben natürlich dummerweise mal Metrik nicht dabei zum Schwächen. Na gut, nein, steht vielleicht mal. Ist ja Psychoduell-Typ und weg ist es. Chaos? Chaos ist mehr da, als ich dachte. Respekt, Kleiner. Was ist das Item hier? Nicht hier in der Umgebung, wie es aussieht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Scheibenkleister. Naja. Wie so da unten war. Yep. Okay. Weg damit und erstmal gucken, was ist hier los. Team machen wir natürlich. Hey, ihr da, lass Professor Cosmo frei! Hohoho. Wo kommt denn plötzlich her? Wieso ihr? Ah, Michael, du bist gekommen! Nee, noch nicht. Der Professor ist in Gefahr, wir müssen ihn vor diesen Leuten beschützen. Das ist schon ein bisschen lang gegen die beiden antreten, aber jetzt bist du ja hier. Bitte hilf Mike, lass uns gemeinsam gegen sie catchen. Yo, Doppelkampf, cool. Jetzt haben wir vielleicht ein paar Spaßvögel. 2 Kinder fahren mit den großen Kalle heraus, zu vertreten Anführerteam machen wir persönlich. Manche lernen es wohl nur auf die harte Tour. Na gut, dann drücken wir eben zusammen die Schulbank. Heute vom Lehrplan der Erwachsene. Eine Einführung in erzieherische Grausamkeit. Jetzt rate mal, wer Lehrer ist. Nächster Kampf an deiner Seite, Michael. Ich will noch ein bisschen ins Zeug. Jo, Mann! Und jetzt geht's so richtig ab, Mann, gegen Kalle. Smogon und Magneien. Knils, okay. Na, verdammte Bedrohung. Ich hasse die Attacke. Ganz ruhig. Kraftkolos und Magneien ist down. Das hat nur ein bisschen wehgetan. Kraftkolos! Bams! Verdammt! Oh, mein Angriff sinkt weiter, das ist doch nicht fair. Das macht einen der hohe die Spezialverteidigung ist ziemlich hoch bei dem Viech. Was mag ich hier? Der muss was wieder so. Oh oh, nein, nicht Angeberei. Oh, Glück gehabt. Knilz, Knilz! Knilz, Knilz. Kraftkoloss! Bums! Für die Rallala, für die Rallala. Chaos. Aber nein. Und tschüss, Mann. Finale! Oh! Autsch! So ein Arsch, ey. Smogon. Wie kann man nur so doof sein? Sind down, ja. Kam vorbei, hallo. Ah, da noch eins. Ein Kamau, ist klar. Okay, ist nur schwach. Soll ich das Knie überlassen? Ich gebe Verteidigung. Du kriegst mich nicht, haha. Peace, Mann. Oh, verdammt. Haha. Oh, nein! Der Knilz. Oh, schon viel besser. Murabel. Jetzt muss ich eigentlich Jungblut schicken, wa? Erstmal gucken, natürlich mit einem... Ja, toll, Feuerboten. Was macht? Der Zusammenschutzschild geht eh nicht. Kraftlos kann ich eh vergessen. Vor allem vergessen. Also ein Steinhagel. Murabel. So, und tschüss.
Was? Das hat doppelter Schaden? Ah ne, Moment mal, nur einer. Stimmt, dieser Feuerboden. So stark! Man sagt doch nicht mehr. Ho, ha! Hä? Damit doch nicht gerechnet. Haben's geschafft, Michael! Ja, cool, wa? Kindchen, ich bitte euch, mischt nicht in unsere Angelegenheiten ein, ja? Ja, jetzt bietet uns plötzlich. Wenn wir das Meteoriten kombinieren, können wir das unzählige Pokémon. Wahahaha. Ich spreche ab, die Magma lässt von ein paar Rotzlöffeln im Marsch blasen. Ist das... Wer war das? Es ist der Anführer von Team Aqua. Es ist Adrian. Oh mein Gott. Ohoho, jetzt lassen uns auch noch Team Aqua Gesellschaft. Da haben wir natürlich schlechte Karten. Aber egal. Du da, Handlagen, nimm die Meteoriten ab. Jawohl. Was? Aber ja. Du weißt, was ich von dir will. Gib mir die Meteoriten. Nein. Professor. Psst. Hoho, endlich hast du Meteoriten in meinen Händen. Also dann, ich empfehle mich. Gehabt euch wohl alle zusammen. Der Schlotberg wartet. Tschüss. Ich darf nur blöd rum. Boss, sollen wir uns die Magma die Ferse heften? Ja, aber hallo, lasst auf keinen Fall entkommen. Servus. Euer Alte wirkte ganz schön aufgeweckt. Ich bin ja Adrian, der Boss in Team Aqua. Unser Ziel ist es, einen idealen Lebensraum für Pokémon zu schaffen, so wie in alten Zeiten. Ihr könnt Team Aqua wohl auch nicht riechen, was? Magma natürlich. Aqua sind wir ja. Wenn ihr wollt mit diesen Kerlen saufen wollt, nur zu. Und doch bestimmt mir dazwischen funken. Aber schreibt euch eins in die Ohren. Geht doch bloß mit Team Aqua an. Ich mein's ernst, sonst gibt's was auf die Löffel. So genug gelabert. Ich mach auf dem Acker. Bye bye, Belger. Penner? Arsch, mit Ohren. Ich bin nicht mehr durch. Ist ja kein Wunder, wenn so viele Leute auftauchen. Aber was noch viel wichtiger ist, Professor, geht's Ihnen gut? Aha, ist jetzt wohl gerade besorgt. Er steht noch total neben sich, kein Wunder. Der alte Knacker, die junge Dame, oder Handlanger wurde er. Michael, lass den Professor in sein Labor in Abwechselfeld bringen. Kommen Sie, Professor. Ja, aber hier kann man noch Kidwurm fangen. Ja, aber geht sowieso erst viel später, Leute. Und dazu brauchten wir noch die VM-Kaskade. Lalala. Oh, Professor, ich bin ja so froh. Professor! Ja, mir geht's gut. Danke für beiden. Kein Problem. Was können diese Leute von vorhin bloß mit dem Meteoriten des Professors vorhaben? Man hat ihnen angesehen, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Wir sollen uns alle vor ihnen... wir sollen uns alle vor ihnen in Acht nehmen. Um dich und dein Pokémon-Team macht mir sowieso keine Sorgen, Michael. Jedenfalls bin ich dir und deinen Freunden sehr dankbar dafür, dass ihr mich gerettet habt. Wir sollen mir die Erkenntnisse Team schenken. Das Katapult! Das ist eine Flugattacke, oder? Wow, vielen Dank, Professor. Hat's mir geschenkt, sie bedankt sich. Das wäre also erledigt. Was hast du als nächstes vor, Michael? Ich werde mir meinen nächsten Erinnerordner kämpfen. Den von Malmfroh City. Bereits gemacht. Wie wär's, Michael? Wollen wir nicht zusammen nach Malmfroh City gehen? Gute Frage, nächste Frage, nö. Achso, sagen wir schon, wenn du es dir anders überlegst. Malmfroh City liegt im Zentrum Höhens, deswegen kommt man von dort aus ganz leicht an den unterschiedlichsten Orten. Der Schlotberg, von dem diese Typen bei den Meteorfällen geredet haben, ist auch nicht weit. Weg von Malmfroh. Das stimmt so, aber ich möchte gerne noch das ein oder andere hier in Lauwechselfeld erledigen. Aber das und vieles mehr dann doch erst wieder im nächsten Part, die bei Pokémon Omega Rubin. Mit Team Magma und natürlich jetzt auch plötzlich Team Aqua. Tja, bis dahin, ciao zusammen.